Oh, tut das entspannen gut. Ist so klasse. Gut, dass ich mal Entspannungsmusik habe. Oh, toll. Am liebsten habe ich Track 2. Schnitzel in der Fritteuse. Jetzt habe ich eine Woche lang Jahresrückblicksvideos angeschaut. Rauf und runter. Oh, ist das langweilig. Aber irgendwas möchte ich auch gern machen. Aber was könnte ich anstellen? Oh, einfach keine Ideen. Naja, könnte man mal ein bisschen rausschauen, wie das Wetter vielleicht ist. Ja, gucken wir mal, vielleicht fällt mir irgendwas ein, aber ich glaube, das ist viel zu kalt. Ja, aber was könnte ich sonst tun? Noch ein Jahresrückblicksvideo anschauen? Oder selber eins machen? Nee. Na, da habe ich gar keinen Bock drauf. Schauen wir mal. Das Wetter schaut ja auch nicht super aus. Oh, so ein Scheiß. Also rausgehen, glaube ich, ist auch nichts. Einfach viel zu kalt. Minus 8 Grad, glaube ich, haben wir es. Ich bin dann ja minus 8 Grad im Winter. Was haben wir denn? Na, das geht überhaupt nicht. Ach, ja, aber da finden wir schon was. Irgendein Blödsinn fällt mir schon ein. Gucken wir mal. Schauen wir weit ins Technikregal. Vielleicht liegt da noch was rum. Du bist so eine treue Seele, meine Lampe. Mit so sexy Knöpfe. Ich liebe dich einfach. Vielleicht finden wir was. Dann darfst du heute wieder strahlen. In deiner vollen Größe. Irgendwas Spannendes, was Spaß macht. Da DJI-Mikrofon. Ach, was soll ich mit einem DJI-Mikrofon? Habt ihr schon alles gesehen? Hat jeder schon gemacht. DJI-Mikrofon. Techniksachen. Viel zu langweilig. Bleib jetzt stehen. Du blöde Schachtel, bleib stehen. Ja, aber sonst muss ich doch irgendwas haben für euch. Irgendwas Spannendes. Die Schachtel. Aber warte mal, die kenne ich doch. Ja klar. Das habe ich jetzt zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Hey, das machen wir. Ich glaube, das kann eine Idee sein. Jo, schaut gut aus. Also, auf geht's. Hi, grüß euch, Servus und habe die Ehre. Ich wünsche euch ein schönes neues Jahr und guten Rutsch. Das Video wird heute aufgenommen am 31.12.2024. Ich möchte das Video bis Mitternacht fertig haben und Punkt Mitternacht für euch veröffentlichen. Ich habe 1000 Jahresrückblicke gesehen und habe gedacht, Markus, nö, machst du nicht. Also mein Jahr 2024 war so durchwachsen, auf und ab, ganz kurz. Und ich freue mich mit euch auf 2025. Und ich möchte ganz unbedingt, also nicht, dass der Kanal großartig wächst, sondern ich möchte meine Community aktiv dabei haben, weil mittlerweile kommt mir es echt so vor, wie als ob das nicht mein Kanal ist, sondern eigentlich unser Kanal. An der Stelle nochmal vielen Dank auch für die Leute, die die Rehkitz-Rettung unterstützen. Wir fangen jetzt im Frühling auch wieder an. Wie gesagt, ich lasse mir jetzt ganz viele Sachen einfallen, wo ihr ja auch aktiv mitmachen könnt. Weil genau davon lebt mein Kanal. Nicht von irgendwelchen Tech-Reviews, die jeder macht und dafür tausende Aufrufe generiert. Mir ist es einfach wichtig, dass mein Kanal, beziehungsweise eigentlich schon unser Kanal, so toll weiterlebt. Und nachdem es ja stinklangweilig ist, ich bin Silvester jetzt zu Hause, die Kinder und die Dani sind unterwegs beim Böllern. Was soll ich sagen, Burma 11 und 14. Ja, haben wir auch gemacht, aber wir haben einen ganz alten, sehr kranken Hund und die hat so viel Angst. Und da, wie gesagt, nachdem ich jetzt über meine 35 Jahren schon 1000-mal beim Böllern war, muss ich sein, ich kümmere mich um die Flicker, nicht, dass die dann Herzkasperl kriegt. Aber was hat der Markus jetzt schon wieder vor der Bayer? Ich habe zum Geburtstag Zwischenringe bekommen für Makrofotografie. Mir ist gesagt worden, für Makrofotografie kauft ihr nicht gleich ein Makroobjektiv, die sind sehr teuer, probier es mit denen aus, ob es Spaß macht.
Ich könnte euch da jetzt 1000 Sachen über die Technik erzählen. Nee, kann ich nicht, weil ich mich nicht auskenne. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich die ausprobiere. Wir haben da 16 mm, 11 mm und dann kann man die irgendwie koppeln mit allen zwei. Und ich habe die schon hingeschraubt. Und da ist mir die Idee gekommen, ey, jetzt probiere ich Makro aus, aber nicht normal. Ich werde jetzt ein paar Makroaufnahmen machen. Also ich maße mir das an, dass das Makroaufnahmen sind. Wahrscheinlich sind es gar nicht. Immer so 3, 4, 5 Bilder und dann dürft ihr raten, was das für ein Objekt ist, was ich mir ausgesucht habe. Weil das ist nämlich gar nicht so einfach, das zu erkennen. Also mit Makro kann man so faszinierende Fotos eigentlich machen. Ich habe mir insgesamt 5 Objekte ausgesucht, fotografiere die in Makro und löse dann das Rätsel auf. Und zum Schluss gibt es noch ein Bonusobjekt, die Nummer 6. Bin auch gespannt, ob ihr drauf kommt. Und da wünsche ich euch viel Spaß beim Mitraten. Vielleicht macht es euch ein bisschen Spaß. Wie gesagt, um das geht es in dem Kanal. Nicht da das Ding jetzt vorstellen, technische Sachen, sondern machen. Machen, nicht langweilen. Also in diesem Sinne zeige ich euch jetzt, was macht denn der Mizi da? Mizi? Silvester ist für die Tiere schlimm. Also in dem Sinne, ich mache Makrofotos, ihr könnt es mitraten und nach jedem Objekt zeige ich euch dann, was das wirklich war. Und ich bin gespannt, ob ihr drauf kommt. Und vielleicht kann ich euch ja auch mal so ein bisschen wecken. Die kosten, glaube ich, 60 € oder so. Sind ja eigentlich schon recht hochwertig. JJC, kennt der eine oder andere. Dran geschraubt habe ich schon, also das Objektiv wird länger. Ist ein bisschen schwierig, weil mit Teleobjektiv muss man teilweise sehr nah ran, also wirklich ganz nah ran. Fühlt sich an wie mit Festbrennweite fotografieren, kann man vorstellen. Aber ich habe das Beste rausgeholt und wahrscheinlich mache ich alles falsch. Also in dem Sinne, viel Spaß und nochmal vielen Dank. Es wird jetzt im nächsten Jahr, ich mache jetzt keinen Jahresrückblick, keine Jahresvorschau. Macht jeder. Ich möchte im neuen Jahr mehr Livestream wieder machen. Das Jahr waren, glaube ich, nur 2, das war sehr wenig. Und ich möchte euch ganz aktiv mit einbinden und fühlt euch einfach so, als ob der YouTube-Kanal unser Kanal ist. Das ist mir ganz wichtig und das ist mein Ziel. Wir sind keine 2200 Abonnenten wichtig, sondern dass wir das irgendwie gemeinsam, also die Community. Ach ja, und da fällt mir noch was ein. Es gibt ja dann im nächsten Jahr, wird die Community-Funktion in YouTube verstärkt. Also YouTube hat in einigen Ländern sogar schon eingeführt, dass man zum Beispiel in den Kommentaren auch Bilder mit einblenden kann, was ich genial finde, wirklich genial finde. Bedeutet zwar wieder viel Arbeit, das zum Moderieren, alles durchzuschauen. Gut, bei mir auf dem Kanal geht es eigentlich noch. Was ich auch noch sagen wollte, der Just Schmidt, der Christian, wird wieder öfters streamen. Ja, das heißt für mich, da bin ich auch wieder als Moderator dann live unterwegs. Und was YouTube auch noch einführen will, ist der sogenannte Hype. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, einmal habe ich es schon erwähnt, ich erwähne es jetzt nochmal. Hype müsst ihr euch so vorstellen, ihr habt ungefähr so 10 Hypes im Monat, so ein Guthaben, und könnt dann so einen Hype an einen Kanal oder auf ein Video vergeben, was nicht älter wie 7 Tage ist, und bietet dadurch den kleinen YouTuber die Chance und kleine Kanäle, dass die im Algorithmus auch ein bisschen vorankommen, wenn die viel Hypes bekommen. Also ihr werdet es bald hören und das dauert nicht lang. Dann lautet der Satz: Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen und euren Hype. Ich war der Erste. Also viel Spaß. Was könnte das sein? Was könnte das sein? Habt ihr es erraten? Ja, ich glaube, das war nicht schwierig. Ihr habt es richtig erkannt. Es war Eutz Brot, Eudikantenbrot. Verrückt, gell? Was man mit Makro- und Bildbearbeitung so alles hinkriegt. Jetzt wundert euch, warum hat dabei so Eudikantenbrot rumliegen. Unser kranker Hund, der ist sehr dürr, liebt Brot. Ich habe das auf der Heizung zum Trocknen.
Und da knappert ihr die ganze Zeit. Ja, und das ist der Scheiß bei Silvester. Komm her. Es knallt ein bisschen. Na, brauchst keine Angst haben, gell? Na, ist gut. Passiert da nichts. Ja, und es ist noch nicht einmal Silvester. Und die ist schon fertig, die Nerven. Naja. Da fragt man sich manchmal, gell? Den Hund, den haben wir zum Sterben hier, weil die Besitzerin ist leider ins Altenheim jetzt gekommen und die ist schon richtig schwer krank. Sehr viel Krebs und naja, tut mir richtig leid. Die rennt jetzt die ganze Zeit rauf und runter, hechelt, hat Panikattacken, weil Hunde, die Angst vor Silvester haben, die haben so eine Panik, die glauben wirklich, dass sie jetzt sterben müssen. Ja, naja, aber ich bin ja zu Hause bei ihr. Ideal. Also, Brot war richtig. Schauen wir zum nächsten. Was könnte es sein? Was könnte es sein? Habt ihr es erraten? Genau, das war ein Flirngdatscher. Fliegenklatsche, glaube ich, sagt man bei euch. Flirngdatschen. Also Datschen ist alles wie ein Reiberdatschi, alles was gematscht wird. Eigentlich, wenn man es wörtlich übersetzen wird, ein Fliegenzermatscher. Also, cool gemacht. Auf zum nächsten. Habt ihr es erraten? So, das glaube ich war jetzt richtig schwierig. Das war jetzt richtig schwierig. Und ich glaube fast, dass kaum einer drauf gekommen ist. Ich zeige es euch. Ein Geweih von einem Rehbock. Das Ding kennt ihr vielleicht, wenn ihr die Reke-Zeitung mitverfolgt habt. Das war das, wo Dani und ich dann in der Nacht im Wald gefunden haben. Den Haufen mit Knochen. Und da kommt der her. Also nicht erschrecken. Ich habe das Reh nicht extra geschossen für das Video. Jos gibt's den Heid auf Nacht, Jos gibt's den Heid auf Nacht. Hey, gibt's a Redago! A Redago! A Redago! A Redago! Genau, das ist das Teil. Auch in Makro, wie gesagt, man erkennt Details, wie da die Fultanelle oder wie das Ding heißt und die Sachen hier oben. Ja. Also Makro, mich fasziniert es momentan, weil man so viele Sachen entdeckt. Also würde mich interessieren, wer das erraten hat, ist entweder Jäger oder ein Wilderer oder ein Profi oder keine Ahnung. Würde mich interessieren. So, und jetzt zum nächsten und das wird, ja, das wird wieder schwierig. Verdammt, ich brauche jetzt irgendwas Einfaches für euch. Also bis gleich. Was könnte das sein? Was könnte das sein? Habt ihr es erraten? Ja, ihr habt recht gehabt, war vielleicht ein bisschen einfacher. Meine uralte, verstaubte, hässliche Akustikgitarre. Und ja, die ist nicht gestimmt. O sole mio, o sole mio, o sole mio, o sole mio, 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 mio. Scheiße. Also, recht gehabt. Ab zum nächsten. Was könnte es sein? Was könnte es sein? Habt ihr es erraten?
Ja, das war wirklich schwierig. Das war jetzt auch wieder schwierig, gell? Man erkennt irgendwelche Fasern, Strukturen, irgendwie, ja, komische Falten. Es waren meine alten, geschniggerten Bergsocken. Husten tut nur weh. War auch schwierig zu erkennen. Ich weiß, war gemein, gell? Katze fangen. Oh! So, und jetzt zum Bonusobjekt. Da bin ich gespannt, da kommt es ja nie drauf. Es wird geil. Was könnte das sein? Was könnte das sein? Habt ihr es erraten? Also das Bonusobjekt habt ihr vielleicht auch erraten, war auch ein bisschen schwierig. Wenn man genau hinschaut, hätte man es erraten können. Wer es erraten hat, ja, es war hier die alte Brotspinne. Du bist also Brotspinne. Aua. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Überlegt euch das gut, ob zur Freundin alte Brotspinne sagt, da stehen die irgendwie gar nicht drauf, verstehe ich gar nicht. Würde mich freuen, euch hat es gefallen. Ich habe euch ein bisschen zum Lachen gebracht. Ich gehe jetzt mein Auge kühlen. Ich habe da leichte Irritationen bekommen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich 2025 mit begleitet. In diesem Sinne von ganzem Herzen an jeden von euch einen guten Rutsch und ein schönes, neues, tolles Jahr. Servus und habe die Ehre.